Guten Morgen auf unserem Tour durch die Kierchen zu Lëtzebuerg. Wir sind zu Suessem. An der Ortschaft ist am 13. Jahrhundert ein Schloss entstanden. Das war damals am Zusammenhang von der Befestigung von der Südseite vom Land gegen Lothringen und gegen Herzogtum Berg. Das Schloss das besteht heute noch. Seine aktuelle Form, sein Aussehen geht aber zurück auf das 13. Jahrhundert. Am 13. Jahrhundert gab es eine Kapelle libera, eine Freikapelle, die praktisch das Statut hat von einer pure Kierch, aber die pure, die halt zuständig war, das war Zolver. Der Pastor von Zolver hat aber eine Kapellen stellen, die noch all Gottesdienste gehalten hat, gerade wie von ein pure wir. Das war wahrscheinlich den Schlossherrschaften zu verdanken. Die aktuelle Kierch, die ist an ein paar Etappen entstanden. Den ersten Teil aus der Chor, aus der Zeit von der Spätgotik, aus dem 16. Jahrhundert. Am 17. Jahrhundert haben Schlossherrschaften, Familie von Daun, dann eine Kapelle angebaut, weil sie sich nicht mehr leisten konnten, für eine eigene Kapelle an der Schlosskapelle zu erhalten. Da gouf 1731 das aktuelle Kirchenschiff gebaut, nach spätgotischen oder no-gotischen Formen, und den Turm, die kam 1766 dabei. Die Großrestauration, die aus der Kirche das gemacht hat, wer zu Haut ist, war 1953 unter der Leitung vom Architekt Christian Scholl von Esch. Den hat auch die Seitenkapellen umgebaut beim Turm, wo haut Sakristei an d'Entrée dran ënnerbruecht sinn. Da war noch eine weitere Restauration 1983. Den ersten Teil ist wie gesagt der Chor. Da haben wir ein Sakramentshäuschen. Tabernakel war damals nicht auf dem Hauptaltar, aber war an einer Mauer noch draußen, wo ja der Kirche darum drin war. Dann hat ein Mobilier, ein Altar, die anderen Mivelen, wie zum Beispiel ein Liespult, Sitzgelegenheiten, Stillzedilien. Das sind alles Werke, gerade wie auch Stationen vom Egino Weinert von Köln, ein Artist, der ganz viel geschafft hat, auch hier am Lëtzebuerger Land. Was auch interessant ist, dass das Monument, das an der Schlosskapelle steht, aus dem Anfang vom 17. Jahrhundert, für, wie gesagt, Familie von Daun. Die letzte Herrschaft, die hier war bis 1950, das war die Familie de Tornaco. Die hat am 19. Jahrhundert unter der Kapelle eine Cover gelost, wo ein paar die Membres von der Familie begraben sind. Und die erinnern noch bis heute die Obiiten. Obiit ein oder sie ist gestorben, und das dann den entsprechenden Datum dabei mit dem Wopen. Die Fenstern am Chor, die sind vom Roger Bertemes, und die hier am Schiff, die sind vom Adi Deville von Schöffling. Und Adi Deville hat auch den Dachstein abgestellt mit dem Mosaik, was drin ist.